So, nächste Runde. Ja. Brüder, Ja. wie geht's dir? Fick dich. Wie geht's deinem Auto? Ja, es quietscht, aber sonst gut. Ja, tipptopp. Ja. Wo fahren wir her? Ins Spital. Welchen willst Ja, Laufenburg. du? Oh, wo Es sind, glaube ich, beide Kacke im Fall. Es gibt, glaube ich, Frickton nicht sehr viele gute Spitäler. Laufenburg, aber schon Musik. Ja, nehmen wir Laufenburg. Wo du Musik auf Laufenburg? Ich weiß gar nicht. Hauptstrasse und dann über den Hügel. Ah, Willhügel? Ja, der Hügel. Okay. Du sagst links oder rechts, ist gut? Ja, voll. Weil auf Laufenburg ist es nie gefahren. Rheinfeld hätte ich gewusst. Naja, wieso fahren wir ins Spital? Hey, ich weiß es nicht. Du bist doch ein Double. Ja. Nein, schau jetzt. Ich habe seit 2 Tagen unglaubliche Knieschmerzen. Also einfach, ich bin mit dem Semir auf Aarau rausgegangen. Man geht auch nicht mit dem Semir auf Aarau. Ja, man geht einfach nicht mit dem Semir fort. Und dann war eigentlich zuerst noch alles wunderschön, gell? Wir haben so die Händchen haben durch das Dorf gelaufen. Nein, auf jeden Fall Zeugs holen. Und plötzlich... gut. Nein, man, Turnschuhe, Sportschuhe, Joggingschuhe. Mein. Aha! So, auf jeden Fall bin ich während dem Laufen mein Knie immer mehr anfangen wehtun, dass ich noch in die Notfall, also respektive in die Apotheke notfallmäßig und Schmerzmittel holen. Und die haben gut gewirkt. Dann haben mir dann noch Novalgin gegeben und ich hatte noch Spiralgin gehabt. Und dann ist es mir wieder gut gegangen, solange ich die Schmerzmittel genommen das habe. klingt wie ein Verhütungsmittel. Ja. Das ist wahr. Gratuliere zu dem. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann, bin ich gut joggen. Das ist natürlich sehr gut, wenn man das Knie wehtut. Nein, und mit dem Schmerzmittel hat es ja nicht wehgetan. Also, meine lieben Leute da draussen, falls ihr irgendwann mal Schmerzen in den Beinen, Hüften oder sonst irgendwelche Gelenke habt, nehmt Schmerzmittel und macht Sport. Hey, du hast nicht gesagt, meine Damen und Herren? Wow. Habe ich meine Damen und Herren gesagt? Nein, eben nicht. Ah, okay. Meine Damen und Herren, wenn ihr Sport machen wollt und ihr habt Schmerzen, nehmt Schmerzmittel und macht Sport. Ja, Wow, blend mich noch mehr, du Arsch! Auf jeden Fall bin ich dann einen Tag drauf, nach dem Arbeiten wieder gut Ich habe joggen. Medikamente genommen, dann bin ich einen Tag drauf. Ja. Nein, das ist auch wahr. Ja, auf jeden Fall am Tag drauf genau dasselbe Spiel. Spiralgin, gut joggen, heimkommen, alles gut. Was im Medi nicht mehr gewirkt hat, starke Schmerzen. Sehr vorbildlich. Und dann habe ich mir so ein Dings holen, so einen Knieschoner, Ja. der das Ganze ein bisschen stabilisiert. Damit du gut joggen kannst. Ja, genau. Also bin ich mit dem gut joggen. Ich habe aber gemerkt, das geht nicht mehr. No pain, no gain. Richtig. Bin dann wieder heimgegangen, nachdem ich meine Runde gejoggt habe, den Hund geholt, mit ihm noch mal eine Runde gemacht. So. Aber da bin ich easy, da bin ich nur kurz gut joggen mit dem Hund. Und dann habe ich jetzt so gemerkt, ey, es geht einfach gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr draufstehen. Und das ist natürlich der beste Zeitpunkt. Links. Links? Ja. Ah. Ein Tag vor dem Hero Fest, wo man eigentlich vorgehabt hätte, noch alles zu packen und Abfuhr bereit zu machen für morgen am Morgen. Ist das morgen? Ja, morgen am Morgen am 8 Uhr kommt der Raffi Oh, und wir Scheiße. laden auf. Genau. Wow, jetzt müssen wir hure viel allein schleppen. Ja. Oh, das ist dumm. Auch heute Abend beim Vorbereiten mache ich gerne alles allein, ist kein Problem. Hey, los. So, als wäre ich nicht gewöhnt. Ich bin so die moralische Unterstützung. Ich Moralisch. werde nicht besonders fest daran denken, aber stell dir einfach vor, ich würde Genau. es. Ich sage einfach, wehe, ich komme ein SMS und sage, oh, ich habe so Schmerzen, ich kann nicht das Hero Fest. Ah, Das doch, ist ey, ich bin auch mit Verbrennungen 2. Grades an der ZGS, gell? Ja, hoffentlich auch. Was hoffentlich Verbrennungen hoffentlich an der ZGS? Hoffentlich an der ZGS, egal. Solange der Kopf nicht fehlt, kannst du kommen. Warte mal schnell. Wir müssen um den Kreis herum. Wieso? Wir sind da gerade falsch gefahren. Wieso sagst du nach links? Du Ja, Depp? wir haben schon nach links müssen, aber es ist zu viel links. Jetzt hier wieder raus. Ah, Mann. Hallo, Ringelreihe. Jetzt kommen wir hier links wieder. Ah, okay, ja. Ich kann nicht rechts wollen. Das Prinzip nicht. Gut, nach schlechten Hitlerwitz geht es jetzt weiter mit... Eben, ihr müsst dann halt allein aufbauen, aber das macht ihr gut, ich weiss das. Ja, darf ich etwas erzählen? Der Andy hat die unglaubliche Superkraft. Immer dann, wenn es Arbeit, körperliche, wir sagen nicht geistige Arbeit ist immer an der Front dabei, aber wenn es körperliche Arbeit geht, egal ob es Zügeln ist, irgendetwas schleppen, Tonstudio irgendetwas bauen. helfen, das Tonstudio aufbauen, Tonkabinen aufbauen, handwerklich auch bei handwerklichen Sachen, dann ist plötzlich etwas. Und es stimmt noch. Also er sagt nicht, ich habe Schmerzen, das geht nicht, sondern er hat Schmerzen und das geht nicht. Ich glaube, du tust das so vor
implizieren, du dir das einsuggestieren, so, oh, Ja, das ist das Unterbewusstsein sagt, da könnte es Arbeit geben. Ich mache glaube mal irgendwo eine Fehlermeldung. Hey, ich liebe meinen Körper Ja, durch. ich hasse deinen Körper dort durch. Also, einfach aber wenn wir gerade so bei kurze Feinfühlung- Exkurs. das war mir so eine kurze Eskalation. Ja. Aber wenn wir gerade so bei Feinfühligkeit sind, heute ist zum kurz ernst werden, ganz kurz, aber nur. Du, was? Ja, ist Tag von der mentalen Gesundheit und da bin ich ja der Richtige, um darüber zu reden. Heute ist Tag der mentalen Gesundheit. Ja. Ja gut, mental, ja. Und gleichzeitig ist aber auch irgendwie Tag vom besten Freund vom Menschen, der Tag vom Hund. Weiss nicht, Oh, was ich das habe den besten Freund, der dachte, komm mit den Händchen haben. Wo sind wir gewesen? Ja, auf jeden Fall. Mental-Tag. Genau, ist dann so ein Facebook-Post gewesen von Post ein Bild von deinem Hund. Und dann habe ich die Kommentare angeschaut und der neueste Kommentar war so von jemandem, der geschrieben hat, hey, es ist übrigens eben auch Tag von der mentalen Gesundheit und wir müssen uns darauf achten, dass Depressionen etc. nicht mehr so totgeschwiegen werden etc., dass das enttabuisiert werden muss. Ist das ein Tabu? Und das Erste, was der Andy macht, ist, nach dem riesengroßen, wunderschönen Post, Wunderschön, Hat- gute Sache. hat Wieso 2 geben die Stunden- mir alle Lichthupe? Ist mein Licht kaputt? vielleicht ist schon die Polizei dort oben. Auf jeden Fall hat etwa 2 Stunden lang keiner mehr irgendetwas gepostet nach dem mega emotionalen, starken Post. Was macht der Andy? Postet noch zum Beispiel das Bild von seinem Hund. So, ja, wow. vergessen wieder mal Emotionen und ja. Aber ich wow, find's- ich meine, du machst etwas Gutes und du hast mal deine gute Ader spielen lassen. Und er postet auf das Bild von seinem Hund. Aber Hunde helfen auch gegen Depressionen. Meine gute Ader ist noch jemand anders und pulsiert. Das Blut tut. Nein, Wow. es ist. Ja, es ist schon ein wichtiges Thema. Und ich will am Gigstübe da noch irgendwie in die Richtung etwas machen. Ich habe selber da meine Erfahrungen gemacht habe. Aber das noch nicht jetzt. Gibst du, verkauft jetzt DMS da? Hey, los jetzt. Wenn die uns würden sponsern, gut, wir wären alle sehr, sehr müde beim Streamen, aber wer stellt dem erst her? Wahrscheinlich noch warten. Was meinst du, jetzt Caps da über dem Hügel? Ja, ich weiss nicht, fahren wir viel zu schnell. Ja, machen wir. Dann sehen wir sie. Die sind Hey, ich bin auf der Auto am Tag. Es ist dumm. Es war ja Tag der deutschen Einheit, gewesen, oder? Keine Ahnung. So, ja, ist jetzt gerade vor ein paar Tagen. So, und dann feiert man den Tag der deutschen Einheit. Sagt ja schon der Name, in einer Zeit, wo einfach Deutschland noch nie gespaltener hätte können sein. Auf jeden Fall ist dann ein riesengroßer Stau gewesen. Und ich mittendrin auf dem Weg zum Arbeiten. Und so eine Stunde, 1,5 Stau. Mittendrin und plötzlich, ich ganz links auf der Autobahnspur, plötzlich fängt mein Auto an rauchen vorne zur Motorhaube. Aber so richtig krass. Aber so richtig. Und dann hockst du dort so, ist nicht gegangen, der Karre steht einfach. Und ich denke so, okay, entweder ich schalte ihn jetzt ab und warte, bis er kühlt, oder es sprengt mich einfach jetzt gerade in die Luft. Oh! Ja, das Sprengen wäre ein bisschen witziger gewesen, aber ist dann nicht passiert. Ich bin ausgestiegen und habe dann so das Notfalldreieck habe ich erst, ich habe dann so meine Weste irgendwann mal angezogen. Dann fährt Oh, ich muss mir einer noch eine holen. langsam an mir vorbei, lässt 20 Stunden, du musst dein Pannendreieck noch aufstellen. So, ja, das muss ich wirklich. Dann habe ich das auch gemacht. Dann sehe ich irgendwann, es war Stau gewesen, und ich kann von ganz links nach ganz rechts wollen, weil dort irgendwann mal die Ausfahrt gekommen wäre. Ja, und dann habe ich nur destilliert. Wie heißt es? Destilliert? Ja. Was, Schnaps? Wasser gehabt. Aha. Ich muss überlegen, heisst es destilisiert oder destilliert? Nein, destilliertes Wasser. Destilliertes Wasser gehabt nur. Das ist entkalkt, oder? Ja, destillisiertes Wasser, ich bin sehr intelligent. Ich brauche manchmal sehr metamorphorische Wörter. Oh, wow. Und bei den, ja, das reingeschüttet, das einzige kalte gewesen, gell? Das Wasser hat gekocht gehabt. In dem Ding, ja, krass. Ja, wieso? Ja, Wasser, ja, das kocht ja, das ist ja 100 Grad heiß. Offensichtlich, mindestens. Weil die Ja, Anzeige sonst würde es ja nicht 130 kochen, zeigt. ja. Das ist sehr, sehr... Hey, wir sind richtige kleine Detektive. Hey! So. Badam, badam. Tadam, 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 tadam. Badam, 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 badam. Lassen wir das vielleicht auch sein. Okay. Und dann, ja, irgendwann ist so die Grenzwache an mich durchgefahren und ich denke so im Moment lang, geil. Alte Grenzwache, die können jetzt schnell anhalten und können so den Verkehr so lotsen, dass ich von ganz links nach ganz rechts komme, oder? Jetzt? Wie Politiker das mit Und Minderjährigen jetzt? probieren. Links. Wow, wow! Und dann bin ich, Links. ja genau, dann bin ich dort ums Auto gelaufen, in Richtung von dem Grenzwachauto.
Und dann siehst du nur so eine junge, eigentlich noch herzige Blonde am Lenkrad, schaut mich an, ich schaue sie und bevor ich ein Zeichen geben kann, wie so «Warte schnell bitte», sehe ich nur so ihren Gesichtsausdruck wie «Ich möchte jetzt nicht du sein». Ja. Danke. Und sie fährt weiter. Und dann siehst du hinten rein, hinterst einen, so ein bisschen abgefuckte Kleider, die sie offensichtlich mitgenommen haben. Der hat wahrscheinlich irgendetwas Bausget. Bausget hat er. Ein Krimineller? Und dann, ja, irgend so etwas, keine Ahnung. Irgend so etwas. Und dann hockt er hinten rein, schaut mich an, ich schaue ihn an, unsere Blicke kreuzen sich und er, frisch verhaftet von der Grenzwache, schaut mich an und sein Blick sagt einfach so, dich hat es mehr gefickt als mich. Einfach mega dumm. Ja, und dann irgendwann hat das Wasser nicht mehr so fest gekocht. Dann bin ich auf die andere Strassenseite rüber gerugelt. Und Richtung Ausfahrt, dort wo wir das Studio hatten früher. Dann bei der Ampel dort vorne dran hat es wieder brutal angefangen zu kochen. Dann bin ich zu dieser Tankstelle, wo wir gegangen sind. Und habe Back to the roots, Brody. Ja, back to the roots und habe so Kühlflüssigkeit angefangen reinschütten. Ja, eine ziemlich dumme Situation. Ich sage dir, es ist mega unangenehm, wenn du einfach so in einem Stau drin bist, sowieso schon. Und dann ganz links bist auf der Spur und dann einfach alle müssen, weißt, trotzdem noch um dich herumfahren. Es ist nicht so, wie wenn der Verkehr fließt. Ja, das ist etwa so unangenehm, wie wenn du eigentlich würdest packen für Zero Fest, aber zuerst in Brown musst du ins Spital fahren. Ja, oder etwas so unangenehm, wie wenn du packen für Zero Fest, aber dein Bro dich noch ins Spital fahren. Was ist jetzt schlimm? Ich kann nicht entscheiden, schreiben Sie Kommentare. Ja, genau. Wer 0900. Egal. Ja, das ist jetzt eigentlich die Anekdote für heute, würde ich sagen. Wir haben sogar 2 Anekdoten können Anekdote, ja. Ja. Was wir letztes Mal gar nicht haben, haben wir jetzt. Ja, In dem Fall stimmt. bedanken wir uns herzlichst, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Ja, ich kotze mich immer wieder gerne aus bei euch. Danke vielmals. Denkt daran, kommentieren, liken, Geld zahlen, Social Media Geschmäus machen. Unterwäsche schicken. Oh, aber bitte. Jetzt können wir sicher so Sportboxer-Shorts von irgendwelchen so Oh, wow. über 40-jährigen Podcast hören. Zum ganz guten Männliche. Glück sind wir jetzt in Laufenburg und ich kann Ja. dich abladen. Genau. Also, tschüss zusammen. Hoi, sagen! Nein, tschüss, ich muss wieder anfangen. Nein, hoi heisst tschüss. Hoi zusammen. Hoi zusammen! Hoi zusammen.